bisschen zentral sagen wir Es ist der 25. April, leider regnerischer Dienstag. Vor 64 Jahren seid ihr, Herr Noffer, auf die Welt gekommen. Ganz herzliche Gratulation. Und am Freitag, das ist in 3 Tagen, habt ihr den Grosstag bei Raiffeisen, der letzte Grosstag. Ihr werdet pensioniert. Wie ist das für ein Gefühl? Also wegen dem Regentag kann ich einfach nichts sagen. Darum habe ich gedacht, können wir gleich arbeiten, dass wir das Interview machen können. Und ich kann schon heute sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich freue mich, dass ich den Schlüssel übergeben kann. Und vor allem, ich habe gesagt, ich will das rechtzeitig machen. Mit 64 ist man noch fit. Und man soll dann aufhören, wenn man noch fit ist. Und nicht, wenn sie einem nicht mehr wollen. Das wäre eigentlich meine Frage gewesen, oder? Ihr geht eigentlich ein Jahr zu früh. Und ich gehe davon aus, es ist nicht, weil nach Raiffeisen verleidet ist, sondern weil man eigentlich auf dem Höhepunkt der Karriere am besten geht. Oder dass der beste Zeitpunkt ist, für das Gehen. Ja, ob es der beste Zeitpunkt ist, da kann man sich gerne fragen. Aber ich könnte ja heute eigentlich, können wir von der Pensionskasse her, könnten wir ja bis 70 arbeiten. Aber wir haben ein sehr junges Team. Ich glaube, ich habe das auch gut gestalten mit ihnen. Und wir haben intern jetzt eine tolle Nachfolge gefunden. Und darum habe ich gesagt, jetzt ist Zeit für mich. Ich habe ja noch Pläne für die Zukunft und mir wird es garantiert nicht langweilig. Euer Nachfolger ist der Christian Willisch. Der kann sich ja mega freuen, wenn man die Bankzahlen anschaut. Also auf das letztjährige Geschäftsjahr. Wir haben 16'500 Mitglieder. Der Geschäftserfolg bei 13 Millionen. Ein Plus von fast 21%. Fast 2 Millionen Gewinn gemacht, hier ein Plus von 4,6%. Und die Bilanzsumme ist sagenhaft bei 2 Milliarden und 140 Millionen. Schlaft man eigentlich gut bei so Riesenzahlen? Ja, das kann man sich auch gerne fragen. Also, auf der anderen Seite sind ja die Zahlen nicht von heute auf morgen gekommen. Das ist in den letzten x Jahren entstanden. Wir sind kontinuierlich gewachsen. Wir sind natürlich in der Region sehr gut verankert. Wir haben langjährige Leute, die die Kunden kennen und wir genießen ein unglaublich grosses Vertrauen. Und darum, glaube ich, kann ich da ganz gut schlafen und ich bin überzeugt, dass es weiter wird gehen. Was sind so Kunden? Sind das grosse Unternehmen oder sind das KMU, sind das Private? Was ist eure Stammkundschaft? Ja, das ist eigentlich quer durch das Beet. Also wir haben sehr viele Privatkunden, treue Raiffeisen-Kunden, wo die Trägerschaft ist. Wir haben auf der anderen Seite Individualkunden, solche, die Hypotheken haben. Das ist auch unser Hauptgeschäft nach wie vor. Und dann haben wir selbstverständlich Anlagenkunden, die wir in den letzten Jahren schön ausbauen konnten. Plus selbstverständlich haben wir KMUs. Und wir, habe ich eins gesagt, wir sind eine Tourismusbank, oder? Wir sind eine Tourismusregion und wir haben sehr viel Finanzierung im Tourismusbereich und da haben wir uns auch committed und da stehen wir auch dazu. Ist die Jungfrau-Bahn auch bei euch? Ja, da ist da leider unter Bankgeheimnis, darum darf ich diesbezüglich nichts sagen. Aber es würde ja mega passen, oder? Raiffeisenbank, Jungfrau und Jungfrau-Bahn. Nein, aber was ich kann sagen, der Wirtschaftsmotor bei uns sind die Jungfrau-Bahnen, auch mit dem neuen V-Bahn-Projekt. Das ist ja unglaublich, was da gemacht wurde. Und das tut mich eigentlich auch beruhigen. Darum kann ich auch ruhig schlafen, weil ich überzeugt bin, dass mit einem solchen Jahrhundertprojekt auch die Zukunft des Tourismus im Berner Oberland sichergestellt ist, wenn wir nicht plötzlich einen gröberen Krieg hat oder wieder so eine Pandemie, die uns zurückwirft. Ja, wäre nicht gerade nötig. Die haben wir jetzt eigentlich gut überstanden. Pandemie und jetzt auch der Krieg. Wirtschaftlich. Ja, bis jetzt schon. Wobei wir wissen ja heute nicht, was morgen ist. Aber wir wollen das Beste hoffen und wir müssen einfach tagtäglich dranbleiben und eben sich gut präsentieren. Jetzt seid ihr 14 Jahre Bankleiter gewesen. Und 30 Jahre habe ich gelesen im Archiv, seid ihr schon bei Raiffeisen. Ich nehme an, ihr habt vorher schon irgendwie etwas mit Bank oder mit Finanzen zu tun gehabt. Was ist das so für eine Gefühlslage, wenn man jetzt plötzlich nicht von heute auf morgen, aber auf übermorgen aufhört? Gut, ich habe natürlich
das Glück gehabt, ich durfte ca. 15 Jahre für Raiffeisen Schweiz arbeiten, indem ich ad interim verschiedene Banken führen in der ganzen Schweiz. Sehr interessant gewesen. Durch das konnte ich mir ein wahnsinnig grosses Netzwerk aufbauen. Sie kennen mich auch, also, vor allem auch St. Gallen. Das ist sicher ein Vorteil, manchmal vielleicht auch ein Nachteil. Und die 14 Jahre, die ich jetzt hier machen durfte, nachdem ich das übernehmen von Guido Gello, der sehr, sehr gute Grundlagenarbeit hat gemacht vom 99 an, muss ich sagen, hat das mir enorm Spass gemacht. Und ich habe es schon vorhin gesagt, wir sollen auf dem Höhepunkt hören. Und das war ein weiser Entscheid, darum haben wir es auch schon letztes Jahr kommuniziert. Genau. Wenn ihr so zurückschaut, gibt es irgendeinen Moment, das schöne oder das schönste Erlebnis, das ihr hattet im Zusammenhang mit der Raiffeisen Bank in Interlaken? Ja, das schönste Erlebnis hatte ich nicht. Ich hatte sicher alltag ein schönes Erlebnis gehabt, sei das mit Kunden, sei das mit Mitarbeitenden. Es hat sicher ein paar Highlights gegeben. Zum Beispiel dann, wo wir hier die Bank bauen mit der Eröffnung, das war ein Highlight, wo wir die Partnerschaft eingehen mit dem Kilian Wenger, wo wir dann zumal den Monolith gestellt als ersten Drive-In-Bankomat. Es hat also verschiedene Themen gegeben und vor allem auch Partnerschaften mit verschiedenen Institutionen. Ich denke da an die Eigermilch, wo wir etwas machen konnten. Und wir haben versucht, irgendwie Raiffeisen eben zu leben, vorzuleben und die Genossenschaftsbank. Und das ist eine bodenständige Bank und das haben wir auch gerne vorgelebt. Darum gibt es nicht die schönsten Momente, darum gibt es viele schöne Momente. Gibt es so traurige Momente in dieser Geschichte? Ja, das gibt es sicher auch. Also, was mich sehr traurig gemacht hat, dass mein Vorgänger so früh musste sterben, also krank geworden, weil er ist für mich ein Vorbild war und ein Freund, das darf ich sagen, der Guido Gello. Und was die ein oder andere traurige Moment gibt es gern wieder. Und vielleicht nicht traurig, aber für mich ein sehr schwieriger Moment war, wo die Pandemie ist ausgebrochen, wo plötzlich hier die Strasse leer war, wo plötzlich ich als Ältester gar nicht mehr von Haus durfte. Und das war für mich eine sehr schwierige Situation. Und vor allem hat man dann noch, wir waren gut parat mit der IT, wie man heute sagt, also mit den Computern. Wir konnten von daheim aus arbeiten. Aber wir haben einfach so ein bisschen im weitesten Sinne, ich sage jetzt dem so salopp, die Mitarbeitenden verloren. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeitende fast ein Jahr nicht gesehen, weil sich das hat überschnitten, dass sie eins stark war oder ich. Das sind für mich ist die Pandemie, vor allem die Massnahmen der Pandemie, und das war ja im Sinne der Gesundheit, aber das war für mich eine schwierige Zeit, da stehe ich dazu. Das war so ein eine Entwicklung in den letzten 2-3 Jahren, die sich verändert hat. Könnt ihr etwas dazu sagen, wie sich die Bankenwelt hat geändert in den letzten 30 Jahren, also wo ihr ziemlich an der Front war von dieser Bankenwelt? Ja gut, früher ist das Bänkeln, sage ich jetzt nicht despektierlich, ist eigentlich relativ einfach gewesen. Oder man musste wirklich einen guten Job machen. Man hat das, was man heute auch noch braucht. Es gibt einfach ein Wort. Und das ist Vertrauen. Man muss Vertrauen haben in die Leute, man muss Vertrauen haben in die Bank. Sonst kann eine Bank nicht existieren. Man sieht es jetzt wieder bei CS, oder? Da ist das Vertrauen verloren gegangen. Und was einfach in den letzten 30 Jahren enorm hat gewechselt, ist wieder, wenn es so Eskapaden hat gegeben, irgendwo auf der Welt im Banking, dass die Regulatorien dermassen zugenommen haben. Heute ist alles dermassen durchreguliert. Manchmal haben die Leute heute kein Verständnis mehr, wenn sie noch das und jenes müssen bringen. Aber es ist leider Gottes so, und ich gehe davon aus, jetzt mit dieser CS-Affäre wird die Regulatorien werden uns zunehmen und es wird nicht einfacher werden, auch einerseits für die Kundschaft, aber auch für die Bankberater und für die ganzen Abteilungen. Geht es denn nicht ohne die Regulatorien? So aus Sicht von einer Raiffeisen Bank, die Geschäfte ja auf einer anderen Ebene, als das ein CS macht. Ja, mal, Regulatorien braucht schon. Aber es gibt ein Zauberwort für mich, und das ist irgendwo der gesunde Menschenverstand. Oder und was eben auch weniger zählt, ist Kundenkenntnis, Neue Customer. Oder? Heute ist einfach alles in ein System eingebettet. Und das ist die grosse Schwierigkeit. Aber mit dem gesunden Menschenverstand allein kann man nicht Banken führen, weil sie einfach viele Exponenten haben,
die vielleicht mit dem nicht umgehen können. Aber ich kann sagen, bei der Raiffeisenbank könnte man das, grossmehrheitlich. Und warum kann so etwas bei der Raiffeisenbank nicht passieren, was jetzt bei der CS passiert ist? Ja gut, wir sind 220 selbstständige Raiffeisenbanken und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir müssen alle Jahre oder dürfen alle Jahre vor der Genossenschaft herstehen, ausser während der Pandemie. Aber gleichwohl sei das auch mit einer schriftlichen Abstimmung. Und dann müssen wir oder dürfen wir unser Jahresergebnis präsentieren. Und wenn irgendeine Bank jetzt heisst, Schepsi steht, und das ist ja die Stärke von der Raiffeisen, dann müssen genau die Leute vor Ort herstehen und wirklich dort den Kopf herhaben, für Berndeutsch gesagt, wenn sie es eigentlich gemacht. Und durch das, dass wir so diversifiziert sind und so heterogen sind, ist zentral eigentlich von dem her unser Unterstützer und fasst das Ganze zusammen. Und darum ist Raiffeisen absolut eine sichere Bank. Ich muss aber auch sagen, auch für Raiffeisen sehr entscheidend, und das machen die Banken draussen hervorragend, es braucht einfach ein wahnsinniges Kundenvertrauen. Und das ist ja in diesem Fall auch die Nähe zum Kunden. Also, das sind ja alles Regionalbanken. Da kann man sich, wie ihr gesagt, man kann sich eigentlich nicht leisten, einen Bock zu schiessen, weil man dem anderen muss in die Augen schauen am nächsten Tag. Das ist schon wirklich eine Sicherheit, die neben Raiffeisen oder auch die anderen kleinen Banken in der Region bieten. Oder? Ja, schaut, oder? Es ist ja so, dass die Exponenten grossmehrheitlich in der Region wohnen, wo man Banktätigkeit hat. Und wenn wir jetzt da nicht korrekt Geschäft oder so, dann muss ich mich dann fragen, ja, wenn ich auf der Straße jemandem begegne, ist das vielleicht eher unangenehm. Und das geht meinen Kolleginnen und Kollegen so. Darum setzen wir alles daran, dass wir einen tollen, guten Job machen. So ein Stichwort, das im Moment Vielfalt im Zusammenhang mit der CS sind die AT1-Obligationen, also Hochrisiko-Obligationen, wo jetzt die eben abgeschlossen haben, die gehen jetzt leer aus. Das ist eigentlich ein Risiko, das man weiss. Hat das die Raiffeisen auch? Ja, wir haben jetzt gerade eine zurückgezahlt. Wir haben nicht so viel. Auf der anderen Seite muss ich natürlich schon sagen, oder, die Anleihen, die werden den Kunden nicht einfach aufgedrückt, sondern das ist ein Produkt, das wir mit den Kunden diskutieren können. Man bekommt einen besseren Zins. Und das ist ein Restrisiko, aber das ist wie bei allem. Oder? Ich meine, wenn ich in einen Titel hineingehe, wo ich eine hohe Verzinsung habe, gehe ich auch ein grosses Risiko ein. Und heute mit diesen Vorgaben, mit dieser Risikoaufklärung, also der Kunde weiss heute genau, was er macht und was er nicht macht. Also heisst das so, ich muss nicht so wahnsinnig Bedauern haben, wenn die jetzt Geld verloren haben. Natürlich stinkt das, wenn man Geld verliert, aber mir ist das Risiko ist mir irgendwie bewusst eingegangen. Schon ja, das selten vorkommt, bis nie. Oder? Ja gut, das war ein Entscheid von der Finanzmarktaufsicht, so wir haben gehört, oder? Und die haben einfach entschieden, dass die Anleihen wird jetzt einfach gestrichen und die Leute verlieren jetzt das Geld. Ob das richtig ist oder nicht, da kann man sich gerne fragen. Aber irgendwie war ja das ein Grund gewesen, dass die Fusion zustande kam. Mehr im Detail bin ich da nicht orientiert. Profitiert ihr eigentlich jetzt als Bank, wo Kundennähe hat, regionale Bank, von diesem Crash am Paradeplatz? Also kommen viele Kunden zu euch, springen die dort ab und kommen jetzt zu Banken wie die Raiffeisenbank? Ja, ich denke, gesamtschweizerisch hat es sicher Auswirkungen. Jetzt hier in unserer Region, im 16. ist ja dann CS zugegangen, mögen wir uns erinnern. Und dann haben wir sicher profitiert, da haben wir einige Kunden bekommen, das darf ich sagen. Und jetzt, weil wir keine CS mehr haben in der Jungfrau-Region, ist das ja auf der Hand. Wobei, was man jetzt ein bisschen festgestellt hat, dass doch gewisse Leute wieder mehr diversifizieren. Und wenn sie vielleicht nur bei der Grossbank sind, haben wir doch die eine oder andere Kontoeröffnung machen und neue Kunden können gewinnen. Noch eine Frage in die Zukunft. Was ratet ihr einem jungen Menschen, der sich überlegt, soll ich jetzt in das Bankbusiness einsteigen oder soll ich sonst irgendeinen Job wählen? Was ist die Motivation für einen Jungen, heute in das Business einzusteigen? Ja, das ist noch eine spannende Frage, weil zeitlang hat man ja gesagt, es wird alles digitalisiert, Banking wird total digitalisiert, es braucht die Leute nicht mehr. Ich bin da ganz klar anderer Meinung, auch die Raiffeisen-Gruppe. Das hybride System wird weiterhin bestehen, weil
ich meine, eine Eigentumswohnung, ein Haus kaufen, tut man nicht alltag. Und Leute, die so etwas machen, die wollen eine Meinung abholen, die wollen das super geprüft haben, die wollen sicher sein, weil sie müssen Eigenkapital bringen, Minimum 20% jetzt beim selbstbewohnten Wohneigentum. Und das Geld will man auch nicht verlieren, wenn dann vielleicht der spekulative Preis dahinter wäre, in Anführungszeichen. Und rein von dem her, eine Zeit lang war das Bankbusiness nicht mehr so beliebt gewesen, haben wir festgestellt. Ja, als Ostbank, es gibt sicher spannendere Berufe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben sehr viele Junge hier ausgebildet. Da sind sehr viele Junge geblieben, sind heute Kundenberater. Müssen wir eigentlich die fragen. Aber ich denke, wenn man Beratungskompetenzen aufbauen, wenn man die Leute begleiten auf dem Lebensweg, was wir ja machen, sei das jung, sei das nach Familiengründung, sei das nach Häuslebau, wie es so schön heisst, oder nach Vorsorge und Pensionsbegleitung, glaube ich, ist das nach wie vor ein sehr, sehr spannender Job, weil das ist eigentlich so, wie ihm das Leben auch begleiten, oder? Genau. Andere Frage, die ihn beschäftigt in Zukunft, das Bargeld, geht irgendwie, hört man immer so Nachrichten, dass das weniger gefragt ist. Also jetzt kann man beim Billetschalter nicht mehr mit Bargeld zahlen. Da aussen parkieren geht noch, aber ist auch schon ziemlich ein hängender Fall. Was sagt ihr dazu zum Bargeld? Ist das ja fast ein bisschen wie bei uns bei den Medien, oder? Ist Papier alt oder kommt das wieder? Das ist eine ähnliche Frage bei Bank. Ja, wir haben jetzt ja eine Pandemie gesehen, oder, wo niemand mehr Geld hat in die Finger nehmen, weil das ja sehr, sehr anfällig war mit Viren. Ja. Da sind plötzlich Leute umgestiegen auf bargeldlose Zahlen, die man gar nicht geglaubt hat. Und es sind ja nicht nur die ältere Generation, die das nicht glaubt, das hat ja auch Jüngere, oder? Das ist ja gleich. Aber ich denke schon, aus Bequemlichkeit her wird in Zukunft schon mehr einfach sein, das mit elektronischen Zahlungsmitteln etc. gehen. Ich bin aber der Meinung, es braucht noch irgendwo Bargeld. Ich habe Kollegen auf der Bank oder Kolleginnen, die gar nicht mehr bei sich. Ich bin einer, der noch ein paar Franken Bargeld dabei hat, ob es nur ist, für ein Trinkgeld zu geben. Genau, das ist ja wunderbar, wenn man für das noch das Geld dabei hat. Das genau. Jetzt vielleicht auch noch zu euren Plänen. Also, am Freitag ist fertig. Ich nehme an, ihr habt ein bisschen vorbereitet auf die Pension. Sonst kommt das grosse Loch, oder? Oder es hat ja 6 Niederlassungen gegeben von Raiffeisen Schweiz und die sind jetzt in den letzten 2 Jahren verselbstständigt worden. Das ist unter anderem Basel, Bern, Zürich. Und dann zumal war die Meinung, dass da ein bisschen gestandener Bankleiter jeweils so in einen Verwaltungsrat kommt von diesen Banken. Und ich bin seit Anfangsjahr im Verwaltungsrat von der Raiffeisen Bank Zürich. Extra ein bisschen weit fort, dass ich nicht irgendwie in einen Konflikt komme. Sehr spannend, das ist eine Aufgabe. Ich bin ja vorgeschlagen hier als Verwaltungsrat bei der Raiffeisen Bank Jungfrau. Nicht mit einer Funktion als Präsident, sondern einfach als Mitglied. Und mein Steckenpferd wird sicher sein, Strategie und Vertrieb. Und wir haben es schon ein bisschen getestet. Jetzt könnte man ja sagen, ja, jetzt kommt da der ehemalige Leiter und tut da operativ reinreden. Ich glaube, ich kann das können meine Kolleginnen und Kollegen bestätigen. Haben wir jetzt schon ein bisschen getestet. Sie müssen jetzt die Bank führen, aber ich möchte einfach mein Beziehungsnetz weiterhin ihnen weitergeben und will sie unterstützen im zukünftigen Tun. Und dann weiter, meine Frau hat ein Hotel in Grindelwald und ich werde sicher nicht an der Adresse stehen, ich werde sicher nicht im Service anzufinden sein, aber ich werde ihr sicher im Backoffice-Bereich gewisse Themen abnehmen. Und was ich dann natürlich auch gerne mache, ich gerne reisen. Und ich hoffe, dass wir dann ein bisschen mehr Zeit haben zum Reisen. Wird die Frau auch schon pensioniert? Nein, die ist einiges jünger, die muss noch ein bisschen. Genau, und darf ich fragen, was ist für ein Hotel? Hotel Jungfrau, Lodge Grindel. Ja. Ist ja klar, dass Jungfrau muss sein. Ich nehme an, ihr seid hier Bergsportler. Nein, Skifahrer? Nicht. Ja, Skifahrer tue ich ein bisschen. Wobei jetzt in den letzten Jahren weniger. Da hat auch vielleicht ein bisschen Corona mitgeholfen. Das hat mir nicht so gepasst. Ja. Weil ich bin auch ein bisschen der gemütliche Typ. Ich gehe gerne ins Restaurant und nicht nur auf der Skipiste. Aber was ich noch bin noch Präsident des Golfclub. Und wir haben ein grosses Projekt. Ich spiele sehr gerne Golf spielen. Und ich glaube, das ist eine gute Beschäftigung, Freizeitbeschäftigung und gesunde Beschäftigung. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute im Namen der Jungfrau-Zeitung und sicher auch im Namen von eurem Team. Wobei, eine Frage hätte ich noch. Wie ist es eigentlich mit den Boni bei Raiffeisen? Ja, Bonus in dem Sinn kennen wir nicht. Was wir haben so eine Prämie, die wir alle Jahre den Mitarbeitenden zahlen. Und das ist einfach bei Zielerreichung. Und Zielerreichung heisst, Gesamtbankziele werden bewertet. Es gibt nicht Einzelziele. Dem wollen wir gerade entgegnen, nicht, dass es Leute gibt, die
nur die grosse Anführungszeichen eben Boni bekommen und die anderen nicht. Und ich glaube, bei Raiffeisen, das hat man jetzt so gesehen, bei Raiffeisen Schweiz, die Boni sind nicht mehr dort, wo sie waren. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen, auch genossenschaftlichen Sinn unterwegs. Gute Arbeit darf ja auch belohnt werden. Ja, etwas darf man zahlen, ja. Genau. Merci vielmals, Benny Nufer, und wie gesagt, alles Gute, gute Gesundheit, und der Bank wünschen wir natürlich auch, dass es weiter auf dem Niveau weitergeht, wie du das hast eingefädelt. Merci vielmals für das Vertrauen und merci für das Interview.